Heute besuchen wir ein paar Läden, um Schutzgeld einzutreiben. Du fährst. Paulie und Sam machen die Kollekte. Reine Routine. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich wieder zurück. Okay. Los geht's. Scheiße! Bastarde! Sagt Salieri, dass der Laden von jetzt an uns gehört. Capisci? Oh, Scheiße! Komm schon, versuch's doch. An mir kommst du nicht vorbei. Klar, Kumpel. So bin ich da reingekommen. In der einen Minute ein Taxifahrer, in der anderen ein geachteter Mafioso. Hat es Ihnen nichts ausgemacht, Menschen zu töten? Normalerweise haben die Leute damit ein Problem. Wissen Sie, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gierig nach Blut sind. Ich brauche keine Gewalt in meinem Leben. Und ich suche keinen Ärger. Aber ich habe auch keine Gewissensbisse. Die wollten uns übers Ohr hauen. Also mussten wir ihnen zuvorkommen. Keine Ausreden. Es war mir egal. Das Schicksal anderer hat mich nicht interessiert. Alle sagten, Geschäft ist Geschäft und die Familie hält zusammen. Anders als alleine zu leben und niemand gibt einen Cent um dein Leben. Plötzlich wirst du von allen Leuten, die du triffst, respektiert. Jeder weiß, dass du ihm helfen kannst, aber ebenso gut sein Leben zerstören kannst. Und jeder versucht, sich bei dir beliebt zu machen. Und was ist mit der Polizei? Sind die einfach wieder abgezogen nach so einem Massaker? Einfach so. Hatten sie keine Probleme damit? Sie sind Polizist. Sie sollten's wissen. Sie wissen, dass die Mafia die ganze Stadt kontrolliert. Die Salieri-Familie verdient jedes Jahr über 25 Millionen. Die Zeitungen waren voll davon. Aber niemand hat etwas gesehen, wenn ihm sein Leben lieb war. Wir haben den Bürokraten 6 Riesen im Monat gezahlt. Ihre Bosse bekamen Alkohol zum Einkaufspreis und zusätzlich Prämien von Salieri und Morello für besondere Jobs. Verfahren eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Die Bullen haben für uns ganze Lieferungen Alkohol transportiert. Ich nehme an, Sie haben etwas davon gehört. Und was war mit Ihren 2 Freunden? Denen ging es besser, als man denken sollte. Salieri hatte einen guten Arzt für seine Jungs. Der hat niemals zu viele Fragen gestellt. In ein paar Wochen waren sie wieder gesund und munter auf der Straße. Der Einzige, der uns Sorgen gemacht hat, war Morello. Er wollte der große Fisch sein, das konnte Salieri nicht zulassen. Salieri hatte nicht vor, die zweite Geige zu spielen. Wissen Sie, ein Mann wird ein Don, weil er gierig nach Macht ist. So ein Mensch kümmert sich nur um seine eigenen Gesetze. So läuft der Hase, Detective. Und so ist er sein eigener Boss. Unabhängig von der Polizei, vom Staat, von allem. Deshalb wird ein Mensch zu einem Don. Salieri und Morello wollten beide alles. Sie haben sich immer gegenseitig bekämpft. Aber sie wussten beide ganz genau, was auf dem Spiel stand. Der große Unterschied zwischen ihnen lag in ihren Methoden. Ich habe eine Geschichte über Morello gehört. Es tut mir leid, Sir. Ich Du Idiot! wollte das nicht. Weißt du, was du getan hast? Weißt du, was so ein Wagen kostet? Ich bin langsam gefahren, Mr. Morello. Ich weiß nicht wie. Willst du etwas sagen, dass ich in deinen Wagen gefahren bin? Nein. Sir, ich wollte nur... Es ist... Nein, Sir. Nein. Was tat fährt mir in den Weg? Salieri hat sich als Geschäftsmann Respekt verschafft. Jeder wusste, dass er nichts vor ihm zu fürchten hatte, solange man tat, was er wollte. Sie wussten, dass sie zu Mr. Salieri kommen konnten, wenn sie etwas brauchten. So hat sich Salieri Freunde gemacht, hat oft Leuten bei verschiedenen Problemen geholfen und hat das Gleiche von ihnen erwartet. Wenn ihn jemand hinterging, brach er eine eiserne Regel.
Und jeder wusste, was passieren würde. Morello war nur ein mieser Bastard. Er hat seine Macht mit Gewalt aufgebaut. Selbst seine Freunde hatten Angst vor ihm. Die meisten haben versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Hör zu, Tommy. Ich habe einen riskanten Job für dich. Ich wüsste keinen besseren für den Auftrag als dich. Du bist ein guter Fahrer und du hast Erfahrung. Also, kurz gesagt, morgen fahren die besten Wagen ein Rennen auf der Rennstrecke. Und ich habe auf einen Jungen gewettet, der bislang einer der Favoriten war. Ich habe ihm bei seiner Karriere ein wenig geholfen. Ich mag schnelle Autos und habe mir gesagt, dass ich bei dieser Investition etwas verdienen könnte. Du verstehst. Jetzt sagt Ralf mir, dass irgend so ein Europäer rübergekommen ist. Dessen Wagen mit Sicherheit gewinnt. Ralf kennt Autos, dafür hat er ein Händchen. Aber sonst ist er ein kompletter Idiot. Hätte er das nicht sagen können, bevor ich auf den Jungen gewettet habe? Aber trotzdem, was zum Teufel hat ein Typ von Gott weiß wo hier zu suchen? Das sind amerikanische Rennen. Der Consigliere hier und ich haben überlegt, was man tun kann, weil viele von unseren Jungs auch auf ihn gewettet haben und bestimmt nicht glücklich sind, wenn sie alles verlieren. Und wie würde ich dann dastehen? Wie ein Vollidiot, Tommy. Das kann ich nicht zulassen. Wir haben den Consigliere gefragt, was wir tun sollen. Wenn ihm etwas zustoßen würde, das wäre nicht mein Stil, kein Fairplay. So kann ich meinen Sieg überhaupt nicht genießen. Ralf hat gesagt, er kennt jemanden, der die Werkstatt auf der Rennstrecke bewacht. Dahin gehst du heute Nacht und bringst den Wagen von diesem Europäer zu einem Mechaniker. Der kennt sich mit solchen Maschinen aus. Er kümmert sich um ihre und dann verbessert er unsere. Sobald er damit fertig ist, bringst du den Wagen zurück. Es ist wichtig, dass der Wagen wieder zurück ist, bevor es jemand bemerkt. Und fahr den Wagen bloß nicht zu Schrott. Oder lass dich von den Bullen schnappen. Verstanden? Ja, Boss. Wenn du das schaffst, kriegst du natürlich einen Teil des Gewinns, klar? Jetzt geh. Ralf sagt dir was und wo. Rede mit Ralf. Ja gut, Leute. Er gibt ein bisschen Fairplay. Die Abwechslung. Und Johnny Boy? Wie hat denn dir geholfen? Tut mir leid, Tom, ich bin echt beschäftigt. War das Luigi? Der Suppenkoch. Wo geht denn raus? Pass auf, das war sein Büro. Da ist auch zu, C fix. Also doch da. Hey Ralfi! Bei der wer verbrennt da seinen Sperrmüll? Mitten in der Nacht? Ralfi, bist du daheim? Oder pennt um die Zeit? Ah, da ist er. Drunter in der Grün. Was weißt denn du? Hey, Ralphie. Weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausborgen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lucas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Er wird ihn sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1:15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen fahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein. Und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich dahin? Hat eine geile Kiste für mich? Wahrscheinlich die rote, oder? Schaut ein bisschen eleganter aus als die letzte.
Ich hab die letzte Bandite, oder? Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach einen Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralphie. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Finde Bobby. Der Schubert 6. Ja gut, wenn nichts anderes da ist, dann wollte ich einen Schubert 6. Ein Chevrolet. Wie schaut aus? Kann ich einen Burnout? Ja gut, auch nicht. Braucht er nicht Knarre? Wahrscheinlich nicht, oder? Und jetzt geht er auf Zeit oder was? Oh Gott. Das heißt, keine Zeit verschwenden. Gas geben. Aber ich glaube, zur späten Stunde sind die Polizisten nicht so präsent, oder? Das hat doch ein bisschen mehr Herzen. Gerade so, es wird ein riesen Spaß, gell? Mit den Rennwagen da noch rumzuhurzen. Weil der relativ schwer zum Bändigen ist. Mein Buben, fahr ich ab, wir müssen noch in die. Pass auf, da links, dann rechts. Pass auf, sich Grill noch geben die Zeit. Lost Heaven Racing Circuit, geil. Aber wir sind jetzt im Jahr 1932, gell? Und die Formel 1 hat es erst ab 1950 gegeben. Guck. Wir gehen mit rein. Du geh, Kumpel. Zeitlich bin ich ein bisschen begrenzt. Worauf du? Guten Abend, Sie müssen Ralfs Freund sein. Das stimmt. Okay, wir nehmen Ihren Wagen. Sein Freund sein, aber es soll sonst sein. Sein Freund bin ich nicht. Da rein und rüber zur Werkstatt. Das haben wir die Zeit recht umhat. Wird es noch mehr? Oder ist das die Gesamtzeit? Für hier und zurück? Weil ich muss mit dem Rennauto noch zur Werkstatt fahren und dann wieder daher.
Bei der, wo ist er? Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Okay, Bobby, zog her die Kisten. Geil, G. Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber Vorsicht. Der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh dem Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig. Die Karre geht gut ab. Ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt. Wer weiß. Klar, Bobby, kein Problem. Das schaffe ich in einer halben Stunde. Pass auf, in einer halben Stunde, hier und zurück. Du lieber gut. Mit der Höllmaschine. Zumindest hat er einen geilen Sound. Aus Sicher, der geht um. Ja gut, das kriegen wir hin. Der hat gar nicht zu Schrott fahren. Leute in die Kurven sind die mit Bändigen. Oder geh weg da. Das ist ein bisschen. Bahn. Da kann ich auf die Tube drücken. Und das Gute ist, keine Polizisten weiter bereit. Sieh doch, wie sie packen, du. Oh, sorry. War eine Zufall, gell? Die Werkstatt. Die steht genau da unten. Okay, Mann, du kennst die aus, oder? Da die Song. Hallo, Sie kommen von Mr. Salieri, stimmt's? Höchstpersönlich. Ich bin Lucas Bertone. Ich bin Tom. Man sagt, Sie können diesem Monster seinen Biss nehmen. Ich denke schon.
Dann machen Sie sich mal an die Arbeit. Wir haben nur noch 27 Minuten. Ah, das ist nicht viel Zeit. Herr Kumpel, frag mich. Ich muss ja wieder zurückfahren. Mal sehen, was ich tun kann. Sie können sich ein wenig ausruhen. Hey, wie sieht's aus da drin? Bin gerade fertig. Sie können los. Ja, aber Sie müssen sich beeilen. Er fährt nicht mehr ganz so gut wie auf der Hinfahrt. Danke. Mr. Salieri weiß Ihre Arbeit zu schätzen. Sicher, richten Sie meine Grüße aus. Sollte er mal wieder etwas brauchen, würde ich ihm sehr gerne helfen. Habe auch auf seinen Fahrer gewettet. Okay, Buben, wir sind wieder zurück. Mein Carajo. Ja gut, das ist der Garage, oder? Ja, die Song. Juliana Brunch, ich gebe jetzt. Mit Carajo. Hat die schon gut? Noch nicht, oder? Moment, wohin? Wo das? Reine Durchdrucker. Wir biegen jetzt. Wir legen recht ab. Und ein Karatzer werden wir wohl nicht gefunden. Oh, sorry, man. Alter, was ist das Ding? Ich hab einen Karatzer nicht gefunden. Muss schon. Ja gut, der wollte ich auch wieder. Warum war das nur ein Rempler? Ich hab mich heute überschlungen. Alter, meine Zeit wird die knapp, nicht oder? Meine geht ja genau aus. Und die Steuerung lässt Rückstrom begehen. Der Geist ist ziemlich beschissen. Bobby, Baby, da bin ich wieder. Alter, der Gummi ist gut. Herr Bobby, wundert dich.
Ein kleiner Kratzer ist drin. Du hast es also geschafft, Kumpel. Und der Wagen hat nicht einen Kratzer. Danke, Bobby. Das war wirklich der schnellste Wagen der Welt. Ein Glück, dass du es geschafft hast. Ich habe auch auf den Wagen vom Don gewettet. Das haben anscheinend alle. Ich habe drauf gewettet, wie fast jeder in meiner Nachbarschaft. Schätze, der Fahrer ist auch ziemlich wichtig. Klar, naja, ich will dich nicht aufhalten. Gute Nacht. Bis dann, Bobby. Danke für die Hilfe. So, wir reisen zurück zu Salieri. Und noch voller Elan. Da tun wir uns noch was Besseres, Nicke. Ja gut, dann nehmen wir den wieder. Den Schubert 6. Oh Gott. Er braucht wieder so lang. Bis er mal warm läuft. Pass auf, für heute Nacht gewinnt er. Oh Baby, ein heißer Trip. Mit dem Oldtimer. Der springt auf die Straße. Oh Gott. Da kann ich nicht dafür, gell? Der ist von die Kisten gesprungen. Und Selbstmörder. Da hupst du mal, dann springt er vor die Mutter haben. Drink Coffee. Aber nicht der Mafiosi wieder trinkt und Irish Whisky. Alter, da fliegt der Mülleimer. Don Salieri. Damit er gleich weiß, dass ich komme. Wo ist die Antwort? Freunde, Tommy ist zurück. Alter, pack durch hier. Rolfie, Baby. Der Kiste habe ich zurückgebracht.